Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal eine kleine Spielanalyse bzw. Meinung zum Spiel unseres FC Bayern gegen Manchester City in der Vorbereitung. Bevor wir da reingehen, etwas in eigener Sache oder in eurer Sache. Ich habe ein Video rausgehauen zum Community Discord und will da einfach mal wissen, wie so das Interesse eurerseits da ist. Also wenn ihr Interesse an Discord habt, einen Community Discord, schaut euch gerne das Video kurz an und haut da irgendwas in die Kommentare, damit ich da ein bisschen Feedback habe. Gut, ansonsten legen wir mal los. Also, erstmal dafür, dass es ein Vorbereitungsspiel war. Ich unterteile das jetzt mal in Halbzeit 1 und 2, weil wir haben ja eh komplett gewechselt, was ja absehbar war. Fangen wir mal mit Halbzeit 1 an. Dafür, dass es ein Vorbereitungsspiel war und dass wir erst einen Tag da waren und so weiter und so fort. War die Leistung okay. Wir haben so die ersten 10 Minuten ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber dann war es echt ansehnlich, war es okay. Und ja, am Ende haben wir 1:2 verloren, aber das Ergebnis sei auch mal dahingestellt bei so einem Vorbereitungsspiel. Man kann aber festhalten, oder machen wir es anders. Würden wir jetzt außer Betracht lassen, dass es ein Vorbereitungsspiel ist, könnte ich richtig wieder draufhauen. Ne? Auf dieselben Kasperköppe wie am Ende der letzten Saison. Sommer super unsicher, hat super die ganze Mannschaft verunsichert. Opa wieder mit einem Riesenschnitzer, der zum Gegentor geführt hat. Kimmich, viel Licht, viel Schatten, Gnabry wieder komplett Ausfall. Ja. Ob der auf dem Platz war oder den Netz an der Seitenlinie hingestellt, in der Wasserpause hätte er das Wasser gereicht, wäre auch selber rausgekommen. Obwohl, wir hätten uns auf jeden Fall 10 Fehlpässe gespart. Ja, dasselbe kannst du auf den Tuchel weiterziehen. Warum Tell dann in der B-Mannschaft spielt und ein Ulle in der B-Mannschaft spielt, der in der zweiten Halbzeit viel, viel sicherer war wie der Sommer und der auch viel, viel mehr Sicherheit ausgestrahlt hat, selbst in dieser super jungen und komplett wirren Verteidigung mit dem Saar und dem Stani und 2 jungen Joistern, die beide sehr ansehnlich gespielt haben. Ja, I don't know. Ich meine, ich mache mal kurz das Thema Tell nochmal auf. Das ist dasselbe wie letzte Saison, nur dass jetzt nicht die ganzen Klugscheißer kommen können und sagen können, oh, aber da ist ja so ein Druck auf den Jungen. Ne? Da ist ja so ein Druck und das ist so eine Verantwortung, den jetzt in die Startelf zu stellen. Ist ein Vorbereitungsspiel, ein Testspiel. Ja? Und dann stellt man da wieder einen Gnabry auf dieser Position, wo der Gnabry einfach eine Pfeife ist. So. Er mag ja auf Außen seine Stärken haben, möchte ich ihn gar nicht abstreiten. Wenn er einen guten Tag hat, klappt es auch mal mittig ein bisschen. Aber das war wieder so die Gnabry-Standardleistung. Ja? Und warum man da nicht da einen Tell hinstellt, Tell hat ein Tor gemacht in der Mannschaft, wo wir schon gar nicht mehr nach vorne gespielt haben. Stell dich mal vor, der Tell hätte erste Halbzeit gespielt, wo wir wirklich ansehnlich nach vorne gespielt haben, wo wir Kombinationen hatten, wo wir auch ein paar Halbchancen hatten, aber wir hatten halt keinen Stürmer auf dem Platz und der da rumgeeiert ist, wenn er denn mal mittig war, war ein Totalausfall. So, jetzt stellt euch mal vor, der hätte ein richtiger Stürmer gespielt. So. Ich meine, wir haben aktuell keinen Stürmer. Schuppo ist mal wieder verletzt, wie immer. Der ist sowieso dauerverletzt, weil er halt einfach scheintot ist. Ansonsten rennen wir an Kane hinterher seit Wochen. Das wird sich auch noch Wochen ziehen, sehr wahrscheinlich. Und wenn dann kommt Plan B, der was ist, anstatt dass man jetzt sagt, oh, wow, wir haben jetzt Vorbereitungsspiele, wir haben keinen Druck, wir haben gar nichts. Hau doch den scheiß Tell dahin, Alter, der schießt gegen City 2 Tore, schon hast du keine Diskussion mehr. Nein, wird nicht gemacht. Was muss noch passieren, Alter? Versteht ihr? Ich versteh's halt nicht. Das ist dieselbe Scheiße. Da muss mir auch wieder keiner kommen mit, ach ja, die Trainingsleistung kannst du gar nicht beurteilen, die Woche da waren vom Gnabry und vom Tell und so weiter. Nee, kann ich nicht, will ich auch nicht, interessiert mich nicht. Ich habe die Leistung heute auf dem Platz gesehen und die war scheiße, Alter. Und die Leistung war letzte Saison schon scheiße und trotzdem standen immer wieder dieselben Spieler auf dem Platz. Es ist einfach nur noch ein Trauerspiel. So. Kurzer Cut. So hätte ich jetzt analysiert, wenn es kein Vorbereitungsspiel gewesen wäre. Es war nun mal ein Vorbereitungsspiel, von daher müssen wir bei allem Abstriche machen. Dürfen das alles nicht so ernst nehmen, alles nicht so eng sehen. Aber
Trotzdem kann man das Ganze, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen abgeschwächt schon gelten lassen, weil erste Halbzeit haben wir klar gesehen, ist unsere A11, zweite Halbzeit ist unsere B11. Und ich habe schon angesprochen, Sommer war wieder ein super Unruheherd. Jeden Pass, den er irgendwie zum Mitspieler gebracht hat, war irgendwie immer so eine Unsicherheit mit drinne. Dann hat er wieder ganz komische Mitspieler angespielt, die super unter Druck waren. Dann einmal komplett durch alle Mann durch. Dann haut er sich das Ding fast selber rein. I don't know. Und wenn ich dann so Aussagen höre wie, ja, aber der Sommer, der kann jetzt nicht wechseln, der darf jetzt nicht wechseln, weil wir müssen warten, was mit dem Neuer ist. Jetzt vom Reporterseite, nicht von der Vereinsseite. Und dann siehst du in der zweiten Halbzeit einen Ulle, der da einfach steht, seelenruhig den Ball und wenn es mal nicht geht, haut er den Ball halt lang, wie es sich gehört. Punkt. Holt die Ecke da raus. Beim Gegentor konnte er halt gar nichts machen, war halt super unglücklich. Dann verstehe ich das alles nicht. Ne? Verstehe ich die ganzen Diskussionen nicht. Aber auch das Thema hatten wir schon letzte Saison. Gut, wenn wir dann weiter durchgehen, Opa ist weg, Leute. Also Opa ist der dritte Innenverteidiger, da lege ich mich fest. Der wird kein Land mehr sehen. Allein die Reaktion vom Tuchel, wenn man da mal gesehen hat. Und auch wieder. Ein großer Gegner, Opa reißt sich einen Schnitzer. Alter, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich meine, das ist ein Vorbereitungsspiel, da hast du eigentlich keinen Druck oder sonst was. Klar, ein bisschen Prestige und so, müssen wir nicht drüber reden. I don't know. Es war bis dahin eine solide Leistung vom Opa und dann wieder so ein Schnitzer halt. Ja. Also, weiß ich nicht. Kannst du halt nicht bringen. So, fertig. Müssen wir nicht rumdiskutieren. Für mich wird der dritte Mann sein, wenn sich einer verletzt oder mal eine Pause braucht, wird er kommen. Alles andere wird er kein Land sehen gegen Min-Jae und De Ligt. Ja. Klar, Min-Jae ist irgendwann noch auf Asien-Turnier da. Da wird Opa ein paar Spiele machen. Aber das war's für ihn. Lege ich mich drauf fest. Also ich glaube nicht, dass das nochmal was wird. Also ganz, ganz schwierig. Ansonsten Mazrui, ja, war auch so durchschnittlich. Eigentlich war es ein bisschen wenig, aber ja. War wieder so dieses Durchschnittslevel, was der Davis auch am Tag gelegt hat. Was ein Leimer auch lange Zeit am Tag gelegt hat, muss man fairerweise auch mal sagen. So die letzten 20 Minuten hat er mir gut gefallen, da war er bissig, hat er auch versucht, mehr die Bälle zu erobern, ist auch mal richtig rein in den Zweikampf, da hat er mir so ein bisschen so einen Eindruck gemacht von den serienmäßig, so ein Wadenbeißer. Ansonsten hat man schon gesehen, dass er ein bisschen Probleme hatte auf der 6, und dass man ihn einfach seinen Stärken beraubt, finde ich. Aber das Thema habe ich auch schon durchdiskutiert, da muss ich jetzt hier auch nicht nochmal aufmachen. Ja, ansonsten Pavard war auch so ein Einheitsbrei. Die einzigen, die positiv aufgefallen sind, war Musiala und Sané. Coman leider auch nichts. Gnabry Totalausfall, habe ich schon gesagt. Kimmich viel Licht, viel Schatten. Kimmich hat einmal hinten noch ein Bein dazwischen gekriegt. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten wurde er im Mittelfeld halt wieder, kam er in keinen Zweikampf rein. Ja, auf Höhe der Mittellinie, wenn City ist einfach an ihm vorbeigelaufen, Alter. Er kam in keinen Zweikampf rein, konnte keinen Zweikampf mal richtig annehmen. Hat viel zu lange gebraucht, ja. Teilweise Sané und Kumanic auf beiden Seiten durchgestartet, waren schon 10 Meter im Abseits, bis Kimmich mal die Birne gehoben hatte und mal den Ansatz gemacht hat. Oh ja, da hätte ich ja hinspielen können. Ach, da hätte ich auch hinspielen können. Ach, spiele ich immer quer und dann da hinten. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Ist auch genau das Ding, was ich auch schon angesprochen hatte. Kimmich auf 8, dann war er teilweise vorne am 16er, hat da rumgestanden. Ja. Stell ihn jetzt auf 8, garantiere ich euch, nächstes Jahr wird er dann auf 10 spielen und dann wird er irgendwann den Stürmer spielen wollen. Ich verstehe es nicht. Einziges Positive, von der rechten Seite schießt Sané die Ecken. Woo! Da ist also Hoffnung am Horizont. Der Freistoß war auch nicht schlecht von Sané. Ansonsten hat Sané ein gutes Spiel gemacht, wie gesagt, und Musiala war noch einen Tacken auffälliger, wie ich fand. Aber die waren beide gut. Ja. Sommer schwach, Opa schwach. Kimmich an seinen Stellenwert und seinen Fähigkeiten und das, was er gerne verkörpern möchte, gemessen schwach. Gnabry Totalausfall, Musiala Sané gut, der Rest Mittelmaß. Das passt die erste Halbzeit. Obwohl die erste Halbzeit wirklich so nach den ersten 10 Minuten ansehnlich war von unserer Seite.
Ja. Hätten wir da noch einen Stürmer auf dem Platz gehabt, der vielleicht auch mal Chancen kreiert hätte und richtig gestanden hätte und so, hätte das was werden können und dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Flow gekriegt. Ja, so haben wir uns halt relativ schwer getan, so die Chancen dann noch zu Ende zu spielen und so weiter. Aber das ist auch gar kein Vorwurf. Wenn der Gnabry war mehr links außen oder irgendwie sonst wo als vorne mal auf der 9er Position. Ja. Gut. Zweite Halbzeit war von unserer Seite aus nichts mehr. Ja. Muss man einfach so sagen. Wir hatten nichts entgegenzusetzen. Ich habe einmal eine Phase gesehen, wo wir, glaube ich, über 2 Minuten mal den Ball hatten. Sonst hatten wir den Ball gefühlt gar nicht. Wenn wir den Ball mal hatten, 2, 3 Pässe, dann war der Ball weg. Den Ball hat eigentlich nur Man City gehabt. Und Man City hat wirklich schon Gang gespielt, ja. Schön im Mittelfeld den Ball gehalten, ein bisschen rumgeeiert. Hätten die ernsthaft durchgezogen und hätten ernsthaft nach vorne gespielt, hätten die uns zerlegt. Muss man fairerweise so sagen, ist aber auch verständlich mit dem Personal, was auf dem Platz stand. Wobei man sagen muss, ein Stani hat's gut gemacht. Und auch der junge Jaust hier links außen, ich weiß jetzt nicht, wer hieß. Kretzig, glaube ich, ne, Kretzig. Hat's ganz gut gemacht, unbekümmert, hat sich reingehauen, hat ja auch dann die Hereingabe da noch gegeben, die Wanner dann aufs Tor gebracht hat und wo Tels dann vollendet hat. Hat natürlich auch 1, 2 grobe Schnitzer gehabt. Ey, Junge, ist ein junger Jaust, alles gut, ne? Und auch der Innenverteidiger, auch irgendwas mit Nitsch, ich komme nicht auf den Namen. Hat's auch ganz gut gemacht, muss man sagen. Ja, enttäuschend war für mich Koretzka und Gravenberg. Wenn wir das nochmal so sehen, 1A-Mannschaft, 1B-Mannschaft, dann hat sich aus der 1B-Mannschaft ein Grafenberg oder ein Koretzka nicht wirklich aufgedrängt. Muss man ganz klar sagen. Koretzka, ja, hat den Sechser gegeben, hat noch ein bisschen mehr, hat man ihm mal wahrgenommen. Aber das war viel, viel zu wenig. Gerade von Goretzka, der ja unbedingt so den Anspruch auch hat, Führungsspieler zu sein und so weiter. Er hat die Mannschaft nicht geführt oder sonst was. Ja, das war auch einfach nur reagieren, nicht agieren. Ja, so wie die ganze Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Was aber okay ist. Mané hat mir am Anfang einigermaßen okay gefallen. Dann später wieder seine typischen Abseitsdinger und dann immer sein dummes Lächeln, ob es gut ist oder schlecht ist oder immer eine und dieselbe Emotion. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Aber selbst er war noch auffälliger in der Mannschaft, die kaum nach vorne gespielt hat, wie ein Gnabry in der Mannschaft, die 35 Minuten nach vorne gespielt hat. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Bouna Sarr hat gespielt, hat's auch nicht schlecht gemacht. Ja, ist jetzt nicht negativ aufgefallen, 1, 2 gute Aktionen gehabt. Ja, und Tell, wie gesagt, ich hätte einen Tell gerne mal gesehen in der Mannschaft, die auch wirklich Fußball spielt und nach vorne spielt. Hing halt die ganze Zeit in der Luft, aber war dann da, wo ein Stürmer da sein muss. Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, würde ich sagen. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, wenn ich das so sehe, weiß ich nicht. Würde ich noch mal einen Sechser fühlen, sage ich euch, wie es ist. Leimer ist für mich kein Sechser. Ich würde einen Leimer dann auf der 8 sehen, dann ist für den Kimmich kein Platz mehr. So wie der Kimmich heute performt hat, wäre es jetzt auch nicht der große Verlust gewesen in meinen Augen. Und Leimer hat gerade so die letzten 20 Minuten schon angedeutet, was er kann, aber leider auf der Position. Ja, klar, ein Sechser, ein Balljäger. Ja, klar, irgendwo ja, aber hängt natürlich auch da ein bisschen von der Spielweise ab, wie der Tuchel spielen will. Aber Kimmich irgendwie im Vorwärtspressing oder sowas sehe ich gar nicht. Und wenn, dann ist er halt verschenkt. Ja, dann ist er nach hinten, macht er dann gar nichts mehr. Also das haben wir heute gesehen. Er wurde öfter überlaufen wie alles andere. Also das war ja ein Trauerspiel. Keine Ahnung. Wie gesagt, die Story mit Tell könnten wir jetzt wieder einen Riesenfass aufmachen. Ich verstehe es jetzt nicht, ich habe es damals nicht verstanden. I don't know. Ich finde kein Argument. Ja, der Junge möchte unbedingt bei uns bleiben, spricht schon sehr gut Deutsch, befasst sich mit allem, was geht. Ja. Also wenn er im nächsten Spiel nicht in der 1A11 steht, ja, und ein Gnabry in der 1B11, dann fange ich das Zweifeln an. Ulle wird definitiv nicht passieren, da müssen wir uns nichts vormachen. Obwohl Ulle es auch verdient hätte, meines Erachtens nach. Ansonsten sehe ich keinen, der sich aufgedrängt hat aus der anderen Mannschaft.
Ja klar, die jungen Talente haben es einigermaßen gut gemacht. Ein Wanner hat aber auch nur die eine Aktion gehabt. Ibrahimovic hat man gar nicht gesehen. Will ich denen alle gar nicht vorwerfen. Das ist Man City. Ja, und wir waren halt einfach. Wir haben halt nur reagiert, nicht agiert. Wir haben 2 oder 3 Minuten mal agiert in der zweiten Halbzeit. Das war alles. Und da kannst du nicht die Jungen in die Pflicht nehmen. Da musst du halt die Spieler wie gerade ein Goretzka in die Pflicht nehmen, der erfahrenste da auf dem Platz war. Und ein Grafenberg auch, der ja sich immer dahinstellt und große Backen macht, was er für Ansprüche hat, da muss er auch mal liefern. Und das war gar nichts, was er gezeigt hat. Gut, in diesem Sinne, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Ich habe es komplett gesehen, 90 Minuten. Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Stimmung, die war richtig gut in dem Stadion. Ja, erstmal der Rasen auch, sah super aus. Ich fand es gut, dass die Leute sich noch gefreut haben, gerade so in der Anfangs halben Stunde, wenn einfach auch mal ein weiter Pass gelungen ist und so gleich ein Rauen oder wenn mal eine gute Aktion und jemand ist an jemanden vorbeigegangen. Die haben richtig mitgefiebert, hat mir sehr gut gefallen, sehr sympathisch. Und ich bin aufs nächste Spiel am Samstag gespannt. Meine Vorhersage, ja, es wird dieselbe Mannschaft wieder auflaufen. Es wird wieder ein Gnabry auf der 9 auflaufen. Und ein Sommer wird im Tor stehen. Ich bin gespannt, was er mit dem Opa macht. Den Opa hat er ja schon mal einfach rausgeballert. Vielleicht haut er einen Opa raus, stellt einen Stunny auf. Das könnte ich mir vorstellen. Aber das wäre auch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Wenn er Eier hat, der Tuchel, ich denke, wir haben es heute gesehen. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass ein Tell halt viel mehr performt hat wie ein Gnabry. Dass in der Mannschaft nochmal, die kaum nach vorne gespielt hat, die nur reagiert hat. Und dass ein Ulle viel, viel mehr Sicherheit ausgestrahlt hat als im Sommer. Aber das sind ja keine Sachen, die wir jetzt erst seit dem Spiel festgestellt haben, ja. Dann würde ich auch sagen, Junge, hast du einen an der Biene, das ist ein Vorbereitungsspiel, kritisier doch mal nicht so viel, halt doch mal die Gosch. Aber das ist alles das, was wir die letzten 8, 9, 10 Spiele gesehen haben. In der letzten Saison. Punkt. Deswegen nochmal schön rein in die Kerbe. Allerdings natürlich, nehmt das nicht so ernst. Es ist ein Vorbereitungsspiel. Alles gut, alles keine Frage. Wir sind seit, was weiß ich, 8 Tagen im Training oder was. Wir waren jetzt gerade erst einen Tag da und so weiter und so fort. Alles gut. Nichtsdestotrotz, wenn Gnabry halt ein Totalausfall ist, muss man das sagen. Und wenn Opa sich wieder einen Schnitzer leistet und der Sommer wieder super unsicher ist, muss man das auch kommunizieren dürfen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis dann. Tschüssi.